Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Wir haben noch ein bisschen Grust auf dem Tisch, das ist von meinem Zweitkanal, das packen wir gleich weg. Ich wollte heute das Video kurz machen, jetzt haben wir die 888 Abonnenten erreicht. Und da wollte ich einfach mal kurz Dankeschön sagen. Also, ich würde sagen, wir packen das weg, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Guckt auf meinen Zweitkanal vorbei. Das ist auch ganz spannend. Neue Projekte, weitere Projekte, Zeugs, Dinge. Ganz schnell wegpacken. Ist ein bisschen Schleichwerbung von Zweitkanal, weil braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber ich finde, heute haben wir die 888 Abonnenten geknackt und ich finde auf 890 hochgegangen, also das ist einfach, die packen wir. Oh, nicht auf alles runter. Hab so viel zu tun, ich sag's euch, so viel Projekte und Ideen und Zeugs und so, Tisch ist leer. Jetzt gucken wir uns die letzten 2 Specials an. Da haben wir zum einen das 666 Abonnenten Special. Ja, teuflischer Blaster. Mein eigener Blaster in Diabolisch. Und da haben wir das 777 Abonnenten Special. Ja, mir fehlt ein bisschen Zeit. Momentan ist immer noch nicht fertig. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Aber nur ein bisschen. Was soll man machen? Ist viel zu doof. Ist viel Zeug um die Ohren, ich sag's euch. Aber, oder ich hab's halt. Da ist noch Schreibblätter drin. Ach so, das sind die Schreibler von da vorne, weil der Schwungrädler auch noch kaputt ist. Ja, jetzt. Ja. Das muss auch noch gerichtet werden. Muss man das Video nochmal angucken. Aber ihr habt die 2 Blaster auf dem Tisch, weil ich will euch sagen, was hoffentlich Ende des Monats als 888 Abonnenten Special kommt. Vielleicht wird es auch ein bisschen später. Ich will die 2 Blaster, die haben ja da auch eine Schnittstelle. Das sind ziemlich identisch. Also das Blaster Innenleben, das Design nicht. Die will ich miteinander verbinden. Seht, da ist die Schnittstelle. Das heißt, das geht da recht gerade runter. Der Schwung ist dann anders toll. Hey. Und dann kann man das da irgendwie verbinden. Das Verbindungsstück, das ist dann so Verbindung zwischen Gut und Böse. Wenn man da schon ein bisschen philosophisch werden wollt. Und da fehlt noch Tröpfchenkleber. Ja, kriegt man auch noch. Auf jeden Fall, das wollte ich euch mal zeigen, was ich so geplant habe. Aber nehmt's mir nicht übel, wenn ihr da nicht so schnell dazu kommt. Ja, viele Projekte, viel Zeugs zu tun. Und freut mich, dass das alles so wunderbar funktioniert. Keine Sorge, regelmäßige Videos, das kriege ich hin. Das hat auch Priorität wie die Specials gerade momentan. Dass ich da der Kanal am Laufen halt. Ich habe ein bisschen was auf Lager. Also da kommen schöne Videos. Macht euch da. Also, Abo war nicht für die Katz. Und 1000 Abonnenten Special habe ich auch schon in der Planung. Jetzt habe ich nur nichts gedacht, bevor das. Also warte mal kurz, Geduld. Da haben wir da die kleine Blasterlass. Jetzt habt ihr halt so komische Stimme aus dem Off. Der Herr da hat noch voll im Stress und überhaupt nicht damit gerechnet. Also die testen wir als 1000 Abonnenten Special. Ich hab doch zwei weitere. Geduld. Dann haben wir noch den da hinten und den da hinten. Da warte ich schon seit Anfang von dem Kanal drauf, dass ich die mal auspacken kann. Das ist schief. Die haben ein bisschen Staub angesammelt. Achso, das ist das Nupsi dahinter. Deswegen ist es so schief. Und den habe ich mittlerweile auch in Original. Also in voller Größe. So als richtiger Blaster. Also das war das zweite Video, was ich gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, als 1000 Abonnenten Special, weil das erste Video da haben sie so viele geguckt, das hat mich echt überrascht. Da habe ich gedacht, ich stelle euch gleich mal vor, was mir so verschwebt und was. Aber ja gut, das habe ich am Anfang auch nicht gedacht, dass man irgendwann mal irgendeinen Blaster bastelt und da so viel Zeugs und alles. Und das sind ja jetzt auch schon über 2 Jahre, dass ich den Kanal betreibe, da Hanna. Und war erzählt, worauf das hinläuft. Also worauf das rausläuft. So, ja.
es ist Samstagabend und ich bin ein bisschen, die Woche war lang und anstrengend und muss noch ein bisschen was da, dass, ja, dass die Videos vom anderen Kanal weiterlaufen und Zeugs, weil da habe ich mal ein Projekt angelacht, wo ich da einige Ideen hatte und das will halt einfach raus, das muss gemacht werden und dann, ja, da Hobbyzeugs und da noch bei den Blasters. Ja gut, da fällt hauptsächlich optisch oder Blasterchen. Also, der sagen wir mal, das voll zuerst fertig, schau, dass man das gangbar macht. Ich mach doch nicht Tröpfle-Kleber, nein. Weil das war ein bisschen Fehldruck, da hat es das irgendwann mal versetzt und ich hab das einfach da seitlich abgeschnitten. Deswegen hebt es nicht ganz so gut. Aber da muss ja so Tröpfle-Kleber rein. Ja, und ich hab den Drucker nicht sauber eingestellt gehabt. Ich glaube, da habe ich einen Blödsinn gemacht gehabt, glaub. Aber ja, ich habe von den Filamenten immer viel da gehabt, deswegen musste es lange. Das habe ich mir irgendwann für die blaue Riken gekauft. Das ist der erste Blaster auf dem Kanal da. Ne? Also, ja. Und irgendwann lerne ich das auch, wie man der 3D-Drucker. Ich glaube, da das habe ich auf 0,8er Düse eingestellt und mit einer 0,4er druckt. So irgendwie sowas war das, glaube ich. Oder war es das da? Also, da habe ich so richtige Blödsinn gemacht. Aber, ja. Das ist halt, man hat da das Projekt ein bisschen Hobbys und noch, oder Geschäft habe ich auch noch. Also, ja, da kommt dann einiges zusammen. Das war glaube ich, das erste Video auf dem zweiten Kanal da, mit das da. Das sieht schon cool aus. Uiuiui. Sage mal. Könnt mich nicht daran erinnern, dass das so schwer drauf geht. Das ist. Macht da die Hitze auch da Probleme. Ne, wenn man es kaputt macht, dann vorne kann. Ne, warte mal, wir machen es einfach gar nicht kaputt, weil der doof gegangen. Ich meine, da ist jetzt keine Batterie drin. Ja, sage mal. Hei. Jetzt, ach, da war ich ein bisschen Kleber reingekommen. Jetzt, ah. Ja. Das kann ja Spielkind halt. Hätte jetzt auch in Ruhe lassen können, dann wäre es nicht aufgefallen. Aber alles für eure Unterhaltung. Ist doch klar. Ist doch Showbusiness. Blasterless Business. Ja, gut, mit Business hat es noch nichts zu tun. Aber ja. Ich wollte einfach nur Dankeschön sagen und jetzt ein bisschen Ausblick geben, ein bisschen sagen, dass das Special noch kommt. Und das natürlich auch noch einige Projekte. Ich meine, könnt ihr euch ja die Neujahrsansprache, wo ich dann einfach mal so durchgegangen, was ich für das Jahr geplant habe. Oder mein Halbjahresding, das werde ich unter verlinken, dann wisst ihr, was ich schon erreicht habe, was noch aussteht. Habe mir da letztes Jahr ziemlich dran gehalten an das, was ich mir so zum Neujahr vorgenommen hatte. Also von daher passt es. Und das machen wir das Jahr auch wieder so. Ich meine, im Zweifelsfall am Ende des Jahres dann ein bisschen Gas geben, das geht auch. Das kriegt man irgendwie hin. Also, das dürfte alles machbar sein. Man muss sich ja an seine Pläne halten, so in etwa. Oder ich höre, dass ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Bei mir ist es, ich hasse, wenn ein Plan scheitert. Das ist nicht ganz dasselbe, aber so ähnlich. Fangen wir das noch da noch. Ja, zum Glück läuft die Kamera noch. Die Blasters muss ich mir auch mal zulegen. Ich glaube, den modifizieren wir nicht. Also den in der Originalgröße modifizieren wir nächstes Jahr. Aber ich glaube, da mache ich auch noch irgendwann mal ein Video dazu. Das ist fleißig, ja, wohl es dauert. Uns fällt dann. Und lasst Kommentare da, was euch so vorschwebt. Also, wir müssen so langsam anfangen mit der Nächstjahresplanung. Also noch habe ich keine Idee, was ich nächstes Jahr machen will. Also da könnt ihr jetzt Kommentare da lassen, fleißig ohne die Tasten reinhauen und sagen, das fände ich mal cool, das fände ich cool. Oder weil für das Jahr ist der Plan schon ziemlich fest. Und ich habe auch Teile, also ist so ein Metrik-Hardware-Kit für die Slab habe ich gefunden, also Silly-Butts Lever Action Blaster, so rum. Den wollte ich auch noch basteln, das habe ich dann zwischendrin sogar mal wieder verworfen, weil
dass ich das Hardware-Kit nicht gefunden habe, aber habe noch eins ergattert. Das müsste jetzt auf dem Weg sein. Also, noch habe ich es nicht, aber ich habe es bestellt und durfte auf dem Weg sein. Es zeugt sich dann. Also, das kann ich da nicht versprechen, weil da hätte ich ganz schön das Hardware-Kit, aber ich hätte den Blaster schon gerne. Den finde ich cool. Ich meine, Heberles Blaster halt. Also, für die Leute, für die Abonnenten, die schon länger dabei sind, ich bin ein großer Fan von Heberles Blaster und Hämmerles Blaster. Heberles und Hämmerles Blaster. Ich verlinke euch, wenn ihr dran denkt, die Playlist dazu. Dann könnt ihr euch ja zu Gemüte führen, was von Fan ich davon bin. Staub. Jetzt aber genug geschwätzt. Ich muss jetzt noch weiter basteln, 3D-Drucker beschäftigen und alles für andere Projekte. Morgen nächstes Video. Auf andere, also morgen kommt erstmal so. Zu dem Kanal kommt noch Video, aber auf meinem der Ingenieurkanal kommen halt auch Videos. Da geht es auch weiter. Das sind spannende Dinge, also da entwickelt sich gerade momentan viel. Und ich denke, der Blaster das Welt, da kriegen wir auch was hin, wenn ihr da Idee habt oder wenn ihr da vielleicht irgendwann mal, dass wir das gemeinsame Event hochziehen oder so eine Geschichte, das fände ich schon cool. Ich habe noch keine Ahnung, wie es geht, aber das lerne ich auch noch. Oder vielleicht könnt ihr es ja schon, dann könnt ihr sagen, hey, komm, ihr organisiert das, ich präsentiere das ein bisschen auf dem Kanal und dann kriegt man das so zusammen hin, wenn wir da eine Gruppe von ein paar Leuten sind. Das ist nur so eine Idee von mir jetzt mal. Hängt von euch ja mit ab, weil allein kann ich nicht rumplastern. Oder wenn wir da so Blaster-Tuning treffen oder sowas. Das sind jetzt so Gedankenanstöße, die könnt ihr aufgreifen und weiterverarbeiten und die kriegt ihr mal so. Gut, lassen wir es gut sein. Dann auf weitere Abonnenten und vielen Dank, sagt euer Blaster-Ingenieur.